Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe mich mega gefreut, dass ich wieder mal da sein darf. Wir sind jetzt mitten in dieser Bibelserie, oder der zweite Teil startet heute vom Petrusbrief. Ich weiss nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass wir verschiedene Arten von Serien haben. Manchmal haben wir thematische Serien, wo wir ein Thema aufgreifen, und manchmal haben wir dann Bibelserien. Ich finde beides lässig. Beim Thematischen kann man immer ein bisschen aussuchen, was man machen will. Oder? Dort ist man nicht gebunden. Das Thema ist meistens riesig gross. Und sobald dass wir aber in die Bibel eintauchen, sobald dass wir das anschauen, einen Brief zum Beispiel, wie jetzt der erste Petrusbrief anschauen, dann dürfen wir einfach bringen, oder man muss bringen, was drin steht. Und ich liebe die Bibel. Ich liebe die Bibel, weil ich immer wieder merke, dass sie ein Ort ist, wo mir im Alltag hilft. Wo mir in meiner Schwierigkeiten hilft. Ein Ort der Hoffnung. Ein Ort der Energie. So viel Energie steckt in dem Buch hinein. Aber dann merke ich auch immer wieder, dass die Bibel wie ein Maßstab ist. Ein Maßstab, wo wir unser Leben oder eben unser Herz legen können. Und was zeigt, hey, wo stimme ich überein und wo nicht. Und das kann herausfordern. Hoffentlich fordert es raus. Ich glaube, die Bibel ist darum so spannend, weil sie immer wieder an unser Herz überprüft. Und es heisst ja nicht umsonst in dieser Bibel, dass das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert ist oder so scharf wie ein zweischneidiges Schwert ist. Dass es Mark und Bein durchdringt. Eigentlich schrecklich, oder? Aber ich glaube, es heisst, dass Sachen abschneiden kann, die uns trennt von dem Gott. Dass Sachen abschneiden kann, die uns hindern. Und darum, wenn wir heute Morgen in die Bibel hineintauchen, bevor wir aber hineintauchen, will ich beten. Danke dir, dass du so ein guter Gott bist. Danke dir, was du für uns gemacht hast. Wir haben gesungen, wer ist dir gleich? Ja, wer ist dir gleich? Niemand. Denn ich bitte dich, dass du durch die Bibel zu uns redest, dass du uns näher anziehst, dass du uns immer wieder zeigst, wer du bist, dass du dich dir vorstellst. Amen. Wir sind in dem ersten Petrusbrief. Ich mache noch ganz kurz einen kleinen Rückblick, dass ihr noch mal wisst, wo wir sind. Der erste Petrusbrief ist vom Petrus geschrieben worden, von unserem Apostel Petrus mit der Hilfe von Silvanus, der aus der Apostelgeschichte eigentlich besser bekannt ist als der Silas. Der Silas war ein Helfer von verschiedenen Aposteln. Er hat sie begleitet, er hat viele Briefe überbracht. Genau. Der Petrus schreibt den Brief sehr wahrscheinlich aus Rom. Wir lesen aus dem Brief heraus. Wird eigentlich der Ort Babylon gebraucht, aber der wird nicht zu Babylon gehockt sein, das macht keinen Sinn, sondern das wird eigentlich heißen, so, Babylon ist ein Bild für die Israeliten von der Unterdrückung. Und Rom ist dort so die, die sie unterdrückt haben. Er ist geschrieben worden in ein Gebiet von der heutigen Türkei, an Christen, die nicht Juden waren, also vor allem Leute, die sich bekehrt haben. Und man nimmt an, dass der Brief in eine Zeit geschrieben worden ist, wo so eine Unterdrückungswelle aufgekommen ist. Wieso bringe ich das? Das ist mega wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben. Der Joni hat das ganz gut letzten Sonntag gebracht. Aber wenn wir den Brief lesen, müssen wir das dahin im Hinterkopf haben. Zu wem ist er geschrieben worden? Wer hat es geschrieben? Was war schon der Background dort rundherum? Mit dem Background erscheint nämlich am Joni seine Predigt letztes Mal über Hoffnung doch viel stärker. Wenn es allen gut geht, doch ein bisschen über Hoffnung reden. Es ist einfach Hoffnung haben, wenn es einem gut geht, oder? Vielleicht können wir sagen, uns Schweizer ist es einfach, hoffnungsvoll zu sein, oder? Wir haben ja alles, was wir brauchen. Aber die waren in einem Umfeld, wo sich das Klima entweder schon geändert hat oder am Verändern war. Eben Joni hat angefangen mit der Hoffnung. Und Hoffnung, müssen wir wissen, ist eigentlich so ein Schlagwort, das sich durch den ganzen Brief durchzieht. Von Anfang bis zum Schluss kommt die Hoffnung und die Hoffnung und die Hoffnung kommt immer wieder.
Durch Jesus, sagte Petrus, haben wir die Hoffnung. Durch Jesus ist es überhaupt möglich, hoffnungsvolle Zukunft zu blicken. Aber er geht noch darüber raus, er sagt nicht einfach, hey, ihr habt die Hoffnung oder ihr sollt die Hoffnung haben, sondern er ruft aus und sagt, sind der Hoffnungsträger. Trägt die Hoffnung dort an, wo ihr seid. Als ich die Predigt gehört habe, in Winterthur, ist mir auf dem Heimweg so der Kopf durch, wie hoffnungsvoll bin ich? Oder wo hat die Hoffnung, oder was hat die Hoffnung für einen Stellenwert in meinem Leben? Hey, das ist noch krass. Es gibt Bereiche, da bin ich sehr voller Hoffnung, oder? Aber dann merke ich, auf einmal gibt es Bereiche in meinem Leben, da bin ich ein Pessimist. Hey, wir sind berufen, um die Hoffnung in die Welt rauszutragen. Wieso? Weil wir sie haben. Wieso nicht weitergeben? Hoffnung packt einem. Hoffnung steckt an. Hoffnung gibt Perspektive. Hoffnung gibt Licht ins Dunkle. In dem Serien-Slide hat es doch so eine Lampe. Jetzt muss ich schauen, ob ich sie anbringe. Genau, ich habe so eine Lampe mitgenommen. Jetzt haben wir schon relativ viel Licht, oder? Vielleicht denkst du, ja, die Hoffnung, ich meine, ich kann hoffnungsvoll sein, oder? Aber um mich herum ist es so dunkel, was macht das Licht? Dann ist das vielleicht wie so eine kleine Lampe, oder? Aber ich verspreche dir, wenn jetzt da eine ganz dunkel wäre, dann würde man nicht sehen, dass es ein bisschen leuchtet. Sondern wir würden vor allem sehen, dass sie Licht gibt. Wo du die antreibst. Jawohl, jetzt habe ich Technik, die sind schlau, ich habe es nicht einmal gesagt, oder? So ein kleines Lämpchen kann Licht dir bringen. Hey, und das ist die Message vom Evangelium. Das müssen wir wissen. Und heute heisst der Titel «Erwählt». Erwählt. Mit der Hoffnung im Gepäck, so wie im Rucksack, fahren wir weiter und wir gehen das nächste Thema an, wo der Petrus nachher bringt. Er sagt nämlich, oder er sagt grob gesagt, hey, wenn wir die Hoffnung im Gepäck haben, wenn wir die Hoffnung erfahren haben, wenn wir die Hoffnung bei uns haben, muss doch das eine Auswirkung haben auf unser Leben. Wenn wir doch die Hoffnung haben, können wir nicht mehr gleich leben. Wir können doch nicht mehr gleich abgelöst am Montagmorgen arbeiten und am Freitag einen Social-Media-Post machen, «Thank God it's Friday». Wir können doch nicht gleich sein wie alle anderen. Und der Petrus braucht ein starkes Wort dafür. Und er sagt, wenn ihr die Hoffnung gefunden habt, oder wenn euch die Hoffnung gefunden hat, wenn ihr in das Licht von Gott hineingekommen sind, dann braucht er das Wort Erwählung. Und wir lesen das im 1. Petrus 2, 9. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Die andere Übersetzung heißt, oder das Licht berufen hat. Wir sind also berufen, wir sind erwählt, von Gott erwählt. Bist du dir bewusst, dass dich Gott erwählt hat? Ich weiß nicht, was dir in den Sinn kommt, wählen, oder? Das allererste, was mir in den Sinn kommt, ist die Schule. Im Turnen, oder? Da ist gewählt worden. Und ich bin ganz ein schlechter Ballsportler oder so Fußball. Das ist alles, ich kann das nicht, oder? Aber ich habe einen Vorteil gehabt. Ich bin immer so als Dritter oder so gewählt worden, als Zweiter. Wieso? Weil ich einfach gross bin, oder? Auch wenn sie mich im Fußball dann ins Goal gestellt haben, weil sie gesagt haben, wenigstens haben wir die Höhe abgedeckt, oder? Breite Arme hat er auch, oder? Auch wenn er mit den Füßen nicht viel mit dem Ball machen kann, aber das haben wir schon mal. Wir haben viel Basketball gespielt, das habe ich wieder geliebt. Das ist ihnen gleich gegangen, weil ich bin einfach viel näher am Korb war. Aber vielleicht bist du immer gegen den Schluss oder als Letzter gewählt worden. Hey, das ist eigentlich nicht mehr wählen, weil die haben nur noch ein kleines Rübel ausgesucht, oder? Man wählt etwas, das einen Wert hat. Gott hat dich erwählt. Das zeigen mir noch etwas anderes, oder? Wir Menschen oder wir Westler, gerade im heutigen 21. Jahrhundert, wir haben so viel erreicht.
Ich bin heute Morgen mit einem Auto hier gefahren, das am Stopp selber an- und abstellt. Wir können fliegen. Wir können so viel selber wählen. Wir können so viel selber entscheiden. Wir können entscheiden, was will ich lernen, was schaffe ich noch. Soll ich mich weiterbilden oder nicht? Wer heirate ich? Soll ich einen Auslandaufenthalt machen? Will ich da in der Schweiz wohnen oder soll ich gleich wieder auswandern? Wir können so viel auswählen und wir haben so viel erreicht und es gibt uns manchmal so ein Gefühl von Macht oder das Gefühl von «wir haben es». Es war meine Entscheidung. Ja, aber es muss einfach noch mal gesagt sein, Gott hat dich erwählt, bevor dass du ihn hast können wählen. Das steht ganz am Anfang. Gott hat dich wählen. Ob du zwei linke Füße hast wie ich oder nicht, oder ob du gut kannst Fußball spielen kannst. Gott hat dich gewählt. Er hat gesagt, ich will dich. Das heisst, wir sind Empfänger vom Heilshandeln von Gott. Wir sind Empfänger. Er hat uns erst als Erste ausgesucht. Ein anderer Aspekt ist, wir sind privilegiert. Es ist nicht selbstverständlich. Eben, wir wählen nur etwas aus, das einen Wert hat. Wenn ich etwas auswählen kann, wenn ich ein neues Auto kaufe, oder wenn es darum geht, das ist ein dummer Vergleich nacheinander, wer ich heirate, dann macht man sich gute Gedanken, oder? Vielleicht sind manche Eltern, die sagen, jetzt hast du ein bisschen noch die Rosenrotbrille an, oder? Aber wir wählen etwas aus, das einen Wert hat. Und Gott hat dich ausgewählt, weil er dich will, weil du einen Wert hast. Das heisst aber auch, er wählt uns aus, weil wir anders sein sollen. Anders als die Umwelt. Wir sollen Licht sein. Da muss ich mich aufdrehen. Wir sollen Licht sein in der Dunkelheit. Er wählt uns zu dem aus. Und darum sind wir, wenn wir auserwählt sind, gefordert zum Handeln. Im Vers, den ich vorher vorgelesen habe, heißt es, deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden. Das ist ein Punkt. Wenn wir ausgewählt sind, sollen wir von dem erzählen. Die heutigen Vers handeln alle um die Auserwählung und was mit dem auf sich hat. Wenn wir die Hoffnung haben, wenn wir auserwählt sind, dann sollen wir handeln. Wir sind auserwählt. Jetzt wollte ich ganz kurz sagen, ich gehe heute Morgen nicht darauf ein, wer ist erwählt und wer nicht. Da gibt es in der Theologie seit langem da hitzige Diskussionen, manchmal mehr und manchmal weniger. Die Prädestination, oder? Das lassen wir heute Morgen sein. Das würde den Rahmen sprengen heute Morgen. Aber ich sehe in meinem Leben und ich sehe in anderen Leben, sobald das Menschen sich auserwählen lassen, dass ihr Leben auf den Kopf gestellt wird. Dass etwas passiert mit ihnen. Und Theologie braucht für das ein Wort und das heißt Heiligung. Ein altes Wort. Und ich ehrlich gesagt nicht in meinem aktiven Wortschatz habe. Vor dem Morgen, am 10 Uhr kommt das sage ich selten über meine Lippen. Und Heiligung ist ja nicht das Attraktivste, oder? Wo man darüber reden kann. Auch wenn ich sehe, über was ich rede, dann denke ich, der Joni darf über Hoffnung reden. Und nachher kommt deine Erwählung. Erwählung ist ja positiv. Nachher gehst du die Verse lesen und dann merkst du, nein, eigentlich geht es um Heiligung. Dann denke ich, du sollst doch selber darüber reden. Das ist seine Kirche, oder? Aber eben, es ist die Bibel. Es kommt da. Und trotzdem ist mir aufgefallen, an verschiedenen Orten, wo ich ankomme und auch in meinem eigenen Leben, nicht zu mich brüsten, sondern das ist eher, wo Gott zufällt, dass wo ich ankomme, entweder das selber erfahre oder das beobachte, dass Menschen sich zu den Christen wenden. Und manchmal nicht einfach, weil sie Jesus wollen, sondern weil sie wissen, dass das Menschen sind, die ehrlich sind, die zum Beispiel super geschäften. Dass es Menschen sind, die integer sind. Menschen sind, die zuhören können. Menschen sind, die einem verstehen. Und das ist die Heiligung. Heiligung macht also einen Unterschied in unserem Leben.
Jetzt müssen wir mal aufpassen, den Spieß können wir umkehren, oder? Wenn wir uns Christen schimpfen und eben nicht so leben im Licht, oder wenn vielleicht unser Leben wie die Lampe da, der Docht langsam auslöscht, dann können wir ein sehr schlechtes Licht auf unseren Jesus rühren. Also es macht etwas aus, wie wir leben. Wenn wir die Hoffnung haben, wenn wir aus der Welt sind wir aufgerufen, dass die Heiligung Platz hat in unserem Leben. Und der Petrus schreibt einiges darüber. Im 1. Petrus, Kapitel 1, 14 bis 17. Weil ihr Kinder Gottes seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass jedem von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden, deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Der Petrus ruft auf zur Heiligung und sagt, hey, lebt nicht mehr so wie früher noch, sondern macht einen Unterschied, lasst das Licht brennen. Vielleicht müssen wir das Öl wieder mal nachfüllen. Ich glaube, die hat ein bisschen zu wenig Öl unten rein. Heiligung bedeutet vom Wort her für einen Zweck abgesondert oder sich eben Gott hingeben. Und das Ziel der Heiligung ist immer, dass wir ähnlicher werden wie unser Jesus. Dass wir ähnlicher werden wie Jesus. Und wir sehen zwei Sachen. Und das ist eigentlich so ein Paradoxon, etwas, das wie nicht aufgeht in dieser Heiligung. Etwas, was für uns Menschen keinen Sinn ergibt. Und das Erste ist etwas Positives, was ich euch zurufen kann. Heiligung ist nicht etwas, was du aus dir raus krampfen musst. Wenn ich jetzt da vorne stehe und jetzt gehen wir heim und jetzt räumen wir auf. Und wehe, du fährst noch mal schnell mit deinem Töff. Und lügen solltest du auch nicht. Es geht nicht um ein Abmühen und um ein Selbstkasteien. Heiligung ist nämlich etwas, wo Gott wieder der ist, der es möglich macht. Der ist, der es einfach macht. Aber, also Gott ist der, der es macht, der es möglich macht. Und trotzdem braucht es einen Schritt von uns. Es braucht unsere Hingabe. Und das ist manchmal ein Paradoxon, oder? Du musst nichts machen, aber du musst eben gleich einen Schritt machen. Am besten finde ich, oder mir gefällt das, ist so ein Privileg, ich darf Alpha Live machen zu Winti. Das ist so ein Privileg, weil dort siehst du es am besten. Im eigenen Leben sieht man es manchmal nicht mehr so gut, oder? Aber im Alpha sieht man es so gut, wie die Menschen sich verändern im Laufe des Alpha-Kurs. Jetzt haben wir gerade einen wieder fertig gehabt, vor einem Monat, 1,5. Und zum Beispiel war eine junge Frau dort. Die hat sich für Jesus entschieden. Und nachher kommt sie und dann sagt sie, ich habe aufgehört zu rauchen. Wir haben der nie gesagt, hey, also wenn du Christ bist, darfst du im Fall nicht mehr rauchen, sonst ist das Licht dann im Fall, gell, Nein, wir lassen den Leuten meistens ein bisschen Zeit, oder? Ja, ganz ehrlich, Gott hat mit mir sehr viel Zeit und sehr viel Geduld, oder? Und manchmal haben wir dann eine Ahnung, was bei diesen Leuten müsste geschehen, oder was bei dir müsste geschehen, oder? Jetzt hast du doch, oder? Aber selber. Also darum haben wir das dieser Frau nicht gesagt. Aber sie kommt und sie erzählt, sie hat aufgehört zu rauchen und sie hat erzählt, einfach auf einmal, hat sie gewusst, ich muss aufhören rauchen. Und sie hat gewusst, ich muss die Zigarette in diesen Kübel rühren, in einen spezifischen Kübel hinein. Und sie hat, glaube ich, 3 Tage gebraucht. Sie ist immer an dem Kübel vorbeigelaufen. Und am 3. Tag hat sie es machen müssen. Aber wisst ihr was? Dort hat sie keine Zigaretten mehr angelangt. Sie sagt, sie hat kein Verlangen mehr. Das ist doch genial, oder? Also wer schon mal mit Rauchen aufgehört hat, weiss,
dass man schon hunderte Päckchen vorgerührt hat, oder? Wenn man es einfach hätte wollen, oder denkt, wir müssen jetzt aufhören, oder für den Schatz zu lieben, oder weiss der Gucko was. Die Frau hat sich für Jesus entschieden. Und sie hat noch den Schritt müssen machen. Jetzt müssen wir aufpassen, das sieht nicht bei allen gleich aus, oder? Verurteile dich selber nicht, wenn du noch rauchst jetzt. Jesus sagt, oder in der Bibel lesen wir in Philipper 2,13 nämlich, dass es Gott der ist, der das Willen und das Vollbringen schenkt. Und das ist doch so genial. Mit dem Gott, der sagt, hey, ihr sollt ein heiliges Volk sein. Das schaffen wir nie allein. Jesus hat das gemacht für uns. Es geht also um Veränderung. Wir sollen uns verändern. Wir sollen immer ähnlicher werden wie unser Jesus. Und wir sehen in Petrus, dass die Veränderung in 2 Schritten kommt. Die Veränderung, die nicht wir machen können. Die Veränderung, die Gott macht. Wir lesen im 1. Petrus 1,22, der erste Teil. Ihr habt euch nun der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt und ihr habt euch nun der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt und habt ihr gehorcht. Dadurch seid ihr innerlich rein geworden. Wenn wir uns dem Jesus zuwenden, werden wir innerlich rein. Ich weiss nicht, wenn du das gemacht hast, das kann schon ein bisschen weiter zurück sein. Wenn du dich Gott zuwendest, wenn er dich ins Licht führt, wenn du zu dem Licht kommst, wirst du innerlich rein. Gott reint dich innerlich. So viele Leute im Alpha sagen mir, jetzt ist mir ein Stein vom Herz gefallen, ein riesen Brocken. Jemand anderes hat gesagt, ich habe in meinem Leben noch nie so einen Frieden gespürt. Ich sehe auf einmal den Sinn in meinem Leben. Das ist etwas ins Gleichgewicht gekommen, das vorher nicht im Gleichgewicht war. Das macht Gott in unserem Leben. Es heisst aber auch, wenn wir in das Licht kommen, wenn ich im Dunkeln bin und noch ins Licht komme, dann sehe ich mehr als voran. Ganz praktisch. Diese Woche bin ich ein paar Mal aufgestanden, bevor das meine Frau und Kind aufgestanden sind. Und wir haben gerade das Neugeborenes und meine Frau schläft nicht ganz so viel. Ich auch nicht, aber sie noch weniger. Und dann schleiche ich am Morgen raus. Und wenn ich am Abend zu faul bin, um meine Kleider parat zu legen, dann muss ich am Morgen meine Kleider zusammensuchen. Oder? Und jetzt hat es zweimal gegeben, dass ich am Morgen in die Hose hineingeschlafen bin, rausgetäppelt bin, Kaffee aus der Lache, zum Morgen gegessen und dann bin ich arbeiten. Und beim Arbeiten gemerkt, dass ich dreckige Hosen habe. Dass ich eines der Kinder Schnuddernasen abgeputzt hat oder eben das Töchterchen beim Velofahren umgekehrt ist, noch kurz bevor wir rein sind und sie ins Knie verblutet hat und ich das verarztet habe. Und nachher, im Licht, habe ich auf einmal gesehen, dass ich noch Blut auf der Hose habe von meinem Töchterchen. Wenn wir im Dunkeln sind, sehen wir gewisse Sachen nicht. Und wenn wir ins Licht kommen, dann werden uns auf einmal gewisse Sachen bewusst. Gott macht uns innerlich rein und wir kommen zu einem Licht hinein. Und auf einmal werden uns Sachen bewusst. Auf einmal wird uns bewusst, vielleicht eben wie dieser jungen Frau, dass wir nicht rauchen sollten. Vielleicht wird dir auf einmal bewusst, deine Charakterschwäche, die du vorher vielleicht noch zelebriert hast. Vielleicht werden dir einfach Sachen bewusst, die du falsch machst und du merkst, hey, das wollte ich nicht mehr machen. Wenn du diese Sachen Gott angibst und sagst, hey, Daddy, ich will das nicht. Daddy, ich leide mit dem. Wenn du ihm das angibst, wird er an dir wirken. Und das ist Heiligung. Das ist Heiligung. Und oft müssen wir eben einen Schritt tun, aber der Punkt kommt nachher nochmal. Und dann führt das zu einer äußerlichen, meistens zu einer sichtbaren Veränderung. Es heisst nämlich, wenn wir die innerliche, wenn uns Gott innerlich rein gemacht hat, dann sind wir befähigt, einander aufrichtig zu lieben. Haltet jetzt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. Was innen in mir geschieht, drückt auf einmal raus. Was in meinem Herz geschieht, passiert gegen außen.
und wird mich so verändern, dass mein Umfeld das merkt. Und das wird zwangsläufig sichtbar werden. Wenn du von Gott die Vergebung hast können annehmen, ist dir erst möglich, wirklich anderen zu vergeben. Wir hatten einen ganz harten Brocken im Alpha. Und du hast 10 Kilometer gegen den Wind können sagen, dass der nicht in Vergebung lebt. So ein Knorzli, oder? Und in einem Gespräch hat er mir erzählt, was er alles erlebt hat. Und dann verstehst du es. Und wir haben viel einfach für ihn gebetet. Oder er ist viel gekommen und gesagt, hey, du musst für mich beten. Das macht für mich keinen Sinn. Und dann auf einmal hat er gemerkt, dass er sein Leben Jesus gegeben. Er hat angefangen zu brüllen. Und dann ist er gekommen und gesagt, hey, ich muss meinem Papi vergeben. Ja, halt mal, vor 10 Minuten hast du mir noch erzählt, was das für ein... Wieso jetzt? Ich weiß es nicht. Aber ich will ihm vergeben. Erst wenn wir diese Vergebung erfahren haben, können wir vergeben. Wenn wir uns immer mehr bewusst werden oder immer mehr Zeit mit dem Gott verbringen, mit dem Heiligen Geist, werden seine Charaktereigenschaften zu unseren Charaktereigenschaften. Galater 5,22, Früchte vom Geist. Friede, Freude, Geduld, das brauche ich noch ein bisschen, das kann ich noch ein bisschen Zeit mit ihm verbringen. Oder? Aber das färbt ab. Immer mehr, wenn Gott mein Herz erfasst und mein Herz weich macht, wird auch ich äußerlich weicher werden. Werde ich automatisch weicher mit meinen Mitmenschen umgehen. Wenn du deine Werte in Gott hast und nicht in irgendwelchen anderen Sachen, wirst du ganz anders auftreten von Menschen. Wenn du Gottesfurcht anstatt Menschenfurcht hast, dann wird das dein Umfeld merken. Ich möchte dir eine persönliche Frage stellen. Siehst du in deinem Leben eine solche Veränderung? Ich habe mich dir gefragt. Das ist eine gefährliche Frage. Falls nicht, möchte ich dich fragen, kann es sein, dass du von dem Gott wieder ein bisschen weggelaufen bist? Oder einfach gestoppt hast? Das Flämmchen ein bisschen oben runtergetrüllt hast? Das passiert ja meistens nicht böswillig. Casting Crowns war so eine Band, die man so in den 2000er Jahren gehört hat, wenn man Christ war, zum guten Ton gehört. Die haben ein Lied gehabt, das heisst «It's a slow fade». Es ist ein langsames Abdriften. Und das ist es doch. Manchmal drücken wir Gott so in eine Pause oder an Hold, weil der Alltag einfach so laut ist. Da möchte ich dich herausfordern, möchte ich dir Mut machen, einen Next Step zu machen. Wir müssen das ganze Leben lang, die Heiligung ist nie abgeschlossen. Die kommt immer wieder. Dort müssen wir wieder dranbleiben. Vielleicht sagst du, ich kenne den Jesus gar nicht. Dann ist es vielleicht auch dran, zum zu sagen, hey, ich will das erleben. Ich will erleben, wie eine Last von meinem Herz fällt. Dann lade Jesus heute in dein Leben ein. Und dann kommt die Hingabe. Was können wir denn machen? Ich habe vorhin gesagt, Jesus macht das für uns. Was können wir machen? Was können wir zur Heiligung beitragen? Ich habe vorhin gesagt, das ist nie abgeschlossen. Und manchmal verschreckt man doch ab den Abgründen von seinem eigenen Herz. Kennen Sie das? Ich bin schon ein impulsiver Mensch und so. Und ich hatte das Gefühl, bis letzten Sonntag, dass eigentlich Gott an meinem Herz geschaffen hat. Viele Leute haben mir gesagt, hey, du bist so viel ruhiger geworden. Aber letzten Sonntag bin ich nach dem Gottesdienst, gerade nach dem Gottesdienst, hatte ich ein Team-Event mit einem von meinen Teams und bin aufs Velo geguckt, auf Solzig gefahren, gechillten Weg, geht schön ein durch. Und nachher fahre ich so einen Veloweg und dann geht es ab und eine scharfe Rechtskurve und ich bin mit einem guten Zahn gekommen und habe nachher gedacht, hey, auf einmal bremse ein bisschen ab, wenn einer auf deiner Gegend, wenn die jetzt zwei nebeneinander kommen, das auf dem Veloweg noch mal der Fall ist, dann tätscht es. Und ich bremse ab, gehe in die Kurve und sehe wirklich, dass einer mir entgegenkommt, 2 Biker. Und wir beide müssen bremsen und sind genau auseinander ausgewichen. Nicht so schlimm, oder? Und dann ruft der mir alle Schande hinein. Was ich führe, die Sachen nehmen wir da nicht. Wirklich schlimm. Und es müsste mich ja gar nicht interessieren. Ich kenne den nicht, es hat gelangt, ich sehe den wahrscheinlich nie mehr, oder?
Aber ich habe gemerkt, mein Puls ist auf 180 rauf und ich habe dem in meinem heiligen Lebensstil Retter gerufen, was läuft mit dir eigentlich? Du bist auf meiner Seite. Und dann kommt nochmal ein Schwall. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wenn ich umkehren will, und es hat links so eine Böschung, und ich habe mir überlegt, soll ich eine Böschung abschupfen? Das klingt jetzt lustig, oder? Aber in dem Moment hat sich ein Abgrund in meinem Herz aufgetan. Und ich konnte brüllen an mir selber. Auf einmal habe ich gemerkt, was mache ich da? Wieso stresst mich das so? Das ist doch sein Problem und nicht meins. Ich hatte etwa 5 Minuten zu diesem Ort an und ich musste mit Gott ins Gespräch kommen. Ich musste in mein Herz hineingehen. Ich musste eine Hingabe machen und sagen, hey Daddy, das tut mir weh. Das bin nicht ich. Das wollte ich nicht sein. Daddy, es tut mir leid für die Gedanken. Von dem Abschub oder sogar auf Ausbrauchen. Wegen so etwas Dummem. Daddy, ich brauche Weisheit in solchen Situationen. Der erste Petrusbrief macht ein paar kernige Aussagen. Das ist immer gut. Kapitel 2 fängt an. Hört auf mit aller Bosheit und allem Betrug. Heuchelei, Neid und Verleumdungen darf es bei euch nicht länger geben. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, das weiß ich übrigens, wie das tönt, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Rettung erreichen. Ihr habt ja von seinem Wort gekostet und selbst erlebt, wie gut der Herr ist. Zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben. Aber Gott hat ihn erwählt. In seinen Augen ist er kostbar. Lasst ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben bewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott dieses Opfer an. Hört auf. Hör auf mit Bosheit, oder? Mit dieser Bosheit, da im Velofahrer den Bach abstoßen, den Krebsbach. Es ist ein Akt, wir sind gefordert für ein aktives Ausleben. Er zählt einen Katalog auf, was wir aufhören machen. Er fordert uns Menschen auf. Stoppt das. Und das ist mein Part, das ist dein Part. Wo wir sagen, das will ich nicht mehr. Das muss ich nicht mehr machen. Der Wayne Grudem, ein amerikanischer Theologe, schreibt über die Heiligung, die Rolle, die wir in der Heiligung spielen, ist eine aktive. Aufgrund derer wir danach trachten, Gott zu gehorchen und Schritte unternehmen, die uns in der Heiligung wachsen lassen. Die Rolle, die wir haben, ist eine aktive. In dieser Heiligung, auch wenn sie Gott macht, auch wenn sie wir selber nicht machen können, haben wir eine aktive Rolle, um einen Schritt zu machen. Was könnte das für Schritt sein? Ausstrecken nach dem Glaubenswachstum. Im Vers 2 sagt der Petrus, das ist recht ein Praktiker, sagt, hey, streckt euch nach dieser Lehre, streckt euch nach dem Gott aus, wie ein kleines Kind nach Milch schreit. Mein Töchterchen kennt nicht, also alle meine 3 Töchterchen, kennen nicht weit vom Stamm, oder? Die haben alle ein gutes Stimmorgan. Und gestern Abend hat sie wieder nicht den Rank nicht gefunden, oder? Dann hast du sie da, weil sie dich am besten beruhigen kann, aber da hast du das Ohr und sie schreit dort rein, oder? Ich hatte die Predigt im Hinterkopf und dachte, strecke ich mich nach der Lehre so aus? Wie ziehen wir jetzt nach der Jessie, die jetzt noch in der Dusche steht? Und eigentlich wüsste sie doch, sollte sie wissen, dass Mami in 2 Minuten da ist. Who cares now? Strecken wir uns nach dieser Lehre, nach dem Gott so aus? Setzen wir uns im Gebet, dass wir flehen und bitten, Daddy, mach du mich ein heiliger Mann. Dass wir ins Wort Gottes eintauchen, dass sich miteinander austauschen mit anderen Gläubigen, wie wir dort hinkommen können. Ein anderer praktischer Punkt sehen wir, die Einbindung in die Gemeinschaft.
Petrus braucht das Bild von einer Mauer und er sagt, Jesus ist der Eckstein. Früher, wo man noch kein Fundament geleitet hat, hat man im Ecken einen grossen Stein gesetzt und noch alle anderen Steine daran ausgerichtet. So wie der Stein gestanden ist, so sind nachher die Mauern gelaufen. Lass du dich einbinden in eine tragende Gemeinschaft. Die Gemeinschaft untereinander, die schleift uns einfach. Darum machen wir Small Groups, darum haben wir Passion Groups. Weil Eisen schärft. Menschen schleifen Menschen. Der Petrus sagt das da. Er sagt, lass dich einbinden in eine Gemeinschaft. Wir wollen ein gutes Licht auf Jesus werfen, oder? Jesus hat gesagt, wir sind auf ihn aufbauen. Heute sieht man das Fundament, wenn man baut. Ich bin zurzeit gerade Winti am Bauen, also im Town Village bin ich im Bau involviert. Oder? Das Fundament sieht man nicht mehr. Vielmal auch bei den alten Gebäuden sieht man den Eckstein nur noch ganz ein bisschen. Jesus ist nicht mehr da auf dieser Erde. Er hat uns darauf aufgebaut. Und wir sollen ihn repräsentieren. So ein Stein, so ein einzelner Stein ist schön, wenn er noch mit steht. Hey, aber wenn die Steine aufeinander abbiegen sind und das Gebäude ist, aber die Steine müssen ausgerichtet sein am Fundament. Wenn wir einfach quer in der Landschaft stehen, dann werfen wir ein schlechtes Bild auf unseren Jesus. Darum fordert er uns raus. Hey, lasst euch verändern. Und ich merke doch immer wieder, wie das vor allem mir gut tut. Wie cool ist, dass man in einer Situation einfach ruhig bleiben kann, wo man vorher gestiegen ist. Ist doch einfach cool. Ich komme ganz zum Schluss. Hingabe hat seinen Preis. Hingabe kostet oftmals etwas. Manchmal kostet es Tränen, manchmal kostet es Zeit. Manchmal müssen wir noch mit den Kopf anheben. Aber der Petrus sagt, dass der Preis tragbar ist, wenn wir neu begreifen, was die Hoffnung ist. Ich bin am Schluss, und bevor ich werde nachher beten und ich will dich herausfordern. Wo stehst du in diesem Prozess hinein? Vielleicht sagst du, hey, ich bin voll drin. Halleluja. Das ist mega cool. Vielleicht ist die Frage, wo musst du die Güte, wo musst du die Hoffnung nochmal erleben? Gang zu deinem Gott. Er ist der, der sagt, der einfach gern gibt. Vielleicht ist es daran, dass du einen Schritt machst, dass du sagst, ich bin ein bisschen eingeschlafen. Ich will zu meinem Jesus. Du darfst auf das Kreuz gehen. Du darfst zum Gebetsteam gehen. Du darfst sagen, ich brauche einen Segen in dem. Aber natürlich darfst du auch einfach gehen, wenn du ein körperliches Anliegen hast. Ich will noch beten zum Schluss. Herr, ich danke dir, dass du uns vorausgegangen bist, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass wir Hoffnung haben. Ich preise dich über dem und wir wollen immer ähnlicher werden wie du, Jesus. Danke, hast du möglich gemacht. Danke, hilfst du uns in dem hinein. Der zieht uns in dieser Worship-Zeit jetzt einfach näher ins Herz, dass wir bei dir aufdanken können, dass wir die Hoffnung spüren können und dass wir einfach dich anheben können, weil du verdienst. Amen.